Moin vom Janik und vom Marina. Moin! Mit diesem Video werden wir erst weisen, wie ihr einen Spoon Race möchtet. Ihr mal einfach aufhängen, wollte ich erst nachher ein Kehr sagen, halt die Spanisch geliefert und die allgemeinen Corona-Vorschriften. Und zwar halt 2 Meter Abstand von den anderen Leuten hier draußen und oft Tannenwäschen. Okay? So, dann für uns anzufangen mit der Spoon Race muss da wie immer ein bisschen Platz machen an eurem Zimmer, am Living oder wo ihr gerade wollt Aktivität machen, mal ein bisschen Platz, oder ihr könnt gut bewegen. Und da brauchen wir noch ein Eimer, nehmen ein bisschen oder was den Eimer mit kleiner ist, was es mit schwierig und mit spannend geht. Für ein Spoon Race brauchen wir dann natürlich, wir brauchen ein Mutz, die müssen wir dann unten, okay, da wir ein Mutz an die Mutz ist dafür gut, weil bei einer Spoon Race natürlich brauchen wir einen Löffel. An den Löffel, den machen wir dann hier so an die Mutz ran, so dass den hier so für der Stier gut fest steht. Was wir noch brauchen, das ist ein Ping-Pong-Ball oder ein Hopsball oder so ein kleiner Ball, den ihr könnt so auf der Stier, auf der Löffel so können halten. Okay? Geht darum, dass wir müssen allen zwei probieren, so schnell wie möglich den Ping-Pong-Ball an den Nehmer zu bringen, ohne dass der Ping-Pong-Ball raufhält. Wenn er raufhält, müssen wir zurückgehen und vom Start neu starten. Okay? Den ersten, den Ping-Pong-Ball oder den Ball an den Eimer kriegt, der kriegt einen Punkt. Das ist ganz einfach. Wir können verschiedene Bewegungen machen. Wir weisen erst 2 Bewegungen, die ihr könnt machen. Natürlich können wir nicht gehen. Wir können nicht stehen und einfach gehen, das wird zu einfach. Wir weisen erst 2 Bewegungen, die ihr könnt machen. Ihr könnt aber auch andere Bewegungen machen, da könnt ihr neu aufhanden und wieder dann eben was machen. So, wir fangen dann an bei der ersten Bewegung. Wir müssen hier hingehen, aber wir müssen an den Hipperschen bleiben. Das heißt, wir müssen so gehen. Okay? Dann Start. Okay, dann machen wir also Ball auf den Löffel und dann 1, 2, 3, Start. Juhu! Einfach noch 1 Punkt für die Marina. Probieren wir noch ein Kehr. Den Ball auf den Löffel. 1, 2, 3, Start. Das war ein Punkt für mich. So, du weißt mir erst die nächste Bewegung. Bei der nächsten Bewegung sitzen wir uns mit dem Hund auf den Boden, machen die Hände so, Face auf den Boden und dann hieven wir den Hund nach und wir gehen so. Okay, nur 4 durchs Zimmer. Dann sitzen wir uns hier, Ball auf den Kopf, eine Position, Hund und Blut. 1, 2, 3, Start! Das will ich denken. Juhu! So, das war dann noch ein Punkt für die Marina. Wie ihr seht, das kann ganz lustig sein. Und da könnt ihr auch Bewegungen oder so Positionen erfahren. Ihr könnt krauchen, ihr könnt egal was machen, einfach mal ein bisschen Fantasie schaffen und dann könnt ihr euch ganz gut amüsieren. Ihr könnt auch den Nehmer mit weit stellen, mir kleine Nehmer holen oder mir ein großes Bildchen, das ist dann ein bisschen mehr einfach oder ein bisschen mehr schwierig. Und ja, das ist dann eine Idee für euch, können dann daheim zu amüsieren. So. Das ist dann alles für den Spoon Race. Von mir und von Marina einen dicken Kuss und bis geschwind. Ciao, ciao. Ciao!